Servus Leute, hier ist der Renton. Hier ist der Goldfinger. Ach Kai. scheiße, ich war der... Wer war ich nochmal? Du warst der Dr. No. Ich bin der Dr. No. Und wir spielen Agent im Kreuzfeuer, ein sehr sentimentales Let's Play von uns, weil das war unser allererstes Let's Play, was wir als Kinder mal mit einer Videokamera aufgenommen haben. Und die Aufnahme gibt's aber leider nicht mehr und deswegen wiederhole mal das Ganze. Ja, das war eine ziemlich harte Nacht und wir haben, ich glaube, die letzten 6 Levels gedacht, wir wären immer im letzten, weil der Kai Schmidt von der GamePro behauptet hat, das Spiel hätte nur 7 Levels oder sowas. Ja. Und es war ziemlich hart. War ziemlich hart, Leute. Wir haben die erste Mission schon getestet. Wir machen es so, wir wechseln uns ab. Es fängt der Kai an. Und wir wünschen euch viel Spaß. 007, die CIA hat uns um Hilfe gebeten. Es scheint, dass eine ihrer Agentinnen, eine Miss Zoe Nightshade, ein Notsignal gesendet hat. Da sie sich sowieso in Hongkong befinden, sahen wir das als gute Gelegenheit, unseren amerikanischen Freunden zu helfen. Nightshade hat Ermittlungen über das botanische Forschungsunternehmen Identicon angestellt, das ein Nigel Bloch leitet. Die CIA glaubt, dass sich hinter Identicon ein Schmugglerring versteckt, der mit biologischen Waffen dealt. In Nightshades letztem Bericht hieß es, dass Identicon Maßnahmen ergriffen hat, um Fiolen mit einer unbekannten Substanz zu transportieren. Nightshade sollte eins der Kurierpäckchen in ihren Besitz bringen und den Inhalt analysieren, aber ihre Mission scheiterte. Sie müssen dieses Kurierpäckchen finden und Miss Nightshade retten. Passen Sie auf, ich habe Sie mit einem Hochspannungshaken ausgestattet, den ich Q-Kralle nenne. Damit können Sie sich an perforierten Oberflächen festhaken und an Fenstersimsen und Plattformen hochziehen. Dazu werden Sie den Q-Laser bei sich tragen, der einen starken Lichtstrahl abgibt, mit dem Sie Metalllegierungen für Schlösser durchschneiden können. Jo, das Ganze ist ein bisschen leise. Ich versuche das später hochzudrehen, dass man es besser versteht. Starten wir die Mission Ärger im Paradies. Da wir uns in Hongkong befinden, trifft sich das ja gut, hier die Mission zu machen. Wurde ja gesagt am Anfang. Was ein Heli. Eine CIA-Agentin wird in dieser Forschungseinrichtung festgehalten. Sie wurde festgenommen, als sie eine Kiste mit verdächtigem Forschungsmaterial sicherstellte. Finden Sie die Kiste und retten Sie die Agentin. Es gibt 2 Wege, um in das Gebäude zu kommen. Setzen Sie Ihre Q-Kralle an dieser Rohröffnung ein und schleichen Sie sich durch das Belüftungssystem. Oder Ihr Q-Entschlüsseler könnte dieses digitale Schloss öffnen. So, ich würde sagen, wir machen beides. Weil das ist super, dass der Q nicht nur uns mit einer Gerätschaft ausgestattet hat. Nein, er hat auch die Bösewichte mit einer entsprechenden Vorrichtung ausgestattet. Also quasi hat er doppelt abkassiert. So. So, dieses 007 Musikgedöns, was ihr nur die ganze Zeit hört, sind goldene Missionen, die ihr machen könnt. Wir haben übrigens die goldene Waffe hier schon freigeschaltet, weil wir in der ersten Mission so super waren, die wir gespielt haben. Ich probiere gerade aus, wie man irgendwie... Gab es halt einen Schalldämpfer für? Drück mal den linken Stick neu. Geht nix, ne? Mach den unten erstmal platt und dann guck nochmal. Ja, dass du dann irgendwie anlockst. Quatsch. Voll in der Arsch geboxt. So. Wo waren wir? Wenn du jetzt zurückgehst, durch diese Haupttür, kannst du, glaube ich, doch, das haben wir ja vorhin gemacht, kannst du die Hallhinne öffnen und da liegt dann auch der Raketewerfer und so ein Scheiß drin. Ja. Du musst den Q-Entschlüsseler, glaube ich, auswählen. Ah, wie hast du es gemacht? Select. Select, oh Gott, die Select-Taste. Sowas gab's noch bei der PlayStation 2. Ja. Du musst den Entschlüsseler nehmen. Ach so. Was sagst du? Hast du doch gesagt? Jetzt geht's. Jetzt geht's.
Jetzt kann ich vorhang, kann ich mit der Aktionstaste die Halle aufmachen. Dauert jetzt nur ewig und 3 Tage, bis der aufgeht. Ich springe jetzt in Zero Gravity vor. Das ist ein Sprung her, das ist krass. Du hast Agent im Kreuzfeuer auf dem Gamecube damals gehabt, ne? Ja. Endtag, nachdem wir die Nacht gemacht haben, bin ich mit meinem Vater in den Mediamarkt gefahren und hab was gekauft, weil das hat so Spaß gemacht. Und wir haben es durchgespielt, also das hat so Spaß gemacht, da ich 60 Euro ausgegeben habe am Tag danach für ein Spiel, das ich schon durchgespielt habe. Das hat es noch nicht gegeben. Das soll was heißen. War das damals schon Euro oder war das Mark? Das waren damals schon Euro. Waren schon Euro? Krass. Hey du. Ja, was ihr hier gesehen habt, ist, man kann nochmal extra ein Fadenkreuz einschalten. Was euch beim Ziele helfen soll. Sammelt noch das Leben ein, ne? Das ist kein Leben. Das sind diese 007 Bonusse, die wir vorhin Nicht gesehen. nee, die nicht scheinbar werden- nicht da waren. Die werden erst freigeschaltet, wenn du das Level wahrscheinlich schon mal durchgespielt hast. Wahrscheinlich. Und Ihr Q-Laser wird das durchschneiden können. Das haben wir vorher schon gewusst. Vielen Dank. Übrigens haben wir uns die Steuerung umgestellt. Auf dem rechten Stick macht ihr normalerweise Strafe Runs, was ein bisschen arg Vorsicht, komisch ist. 007. Sie wissen wahrscheinlich, dass Sie drin sind. Ja, und ich habe hier noch so mal Probleme mit dem Waffe und Gadgets wechseln. Ja gut, ich denke noch in einer Zeit kommt mal da neu. Na, Zack. aller Hopp geht doch. Feuerwerkskörper. Ja, die Stimmen sind extrem leise. Oder kommt mir das nur so vor? Nee, also wenn die M als was sagt, verstehe ich gar nichts. Was so ein sanfter Schuss bewirken kann. Mhm. Unglaublich. Ich glaube, es gibt noch ein verstecktes Bonding, wenn du dich dahinter versteckst und hocken bleibst. Wenn die alle fortrennen. Erledigt den. Halt, da ist doch einer, genau. Sauber. Und jetzt renn mal links hinter die Kiste, wo. Ah, das wird jetzt eh gezeigt, die Wäsche. Und versteck dich da hinten. Ich glaube, das gibt ein geheimes Ding. Abwarte. Nicht schießen. Jetzt renn einfach vorbei. Doch nicht anscheinend. Schade, ich hab gedacht, das wär's, was uns quält hat. Die tun wir jetzt aber nicht in der Rücke springen, oder? Nee, die kommen über der Ladescreen nicht raus. Sicherheitsdienst zur Plantage. Licht aus! Achtet mal auf das Didgeridoo. Das ist genauso wie bei Far Cry 4, wenn ihr die Maske einsammelt von Yalu. Alter, wie es da abgeht. Das Band. Weißt du was? Ich switch mal die da. Gott, rumpelt das da, der Mann. Ich würde darauf achten, dass er auf dem Tisch ist. Weil sonst wird das sehr laut im Mikrofon. Du kannst Gegner mit der Q-Kralle nicht außer Gefecht setzen, oder? Nee. Sammel noch das 007-Ding ein. Ja, ich sammle alles neu. Ich clear nur erstmal jetzt dort den Lader, weil Sauber. das nervt ein bisschen. Ich bin mal als unsicher, ob ich Sache einsammle oder nicht. In der Regel ja.
Sobald du drüber laufst, ist es ja eingesammeltes Zeug. Ja, und ich weiß immer nicht, wie man nachladen tut. Oder macht der das irgendwie? Ich glaube, der macht das nur automatisch. Ich habe auch geguckt, aber Nachlade ist irgendwie nicht drin. Ist ein bisschen komisch. Was mir aber gefällt, die Grafik ist nicht schlecht, obwohl das Spiel so sau alt ist. Gib mir mal die Packung, bitte. Ich will gerade mal gucken, wie alt das Spiel ist. Nee, die Grafik ist... Jetzt ist da natürlich so ein scheiß Aufkleber drauf von dem Händler, wo ich bestellt habe anscheinend. Die ist super, die Grafik, also... Mir kommt jetzt an blöd, weil jetzt müssen wir mal kurz die Klappe halten, die Pappen jetzt. Ich habe die Fiolen geortet, nach denen Nightshade gesucht hat. Nun muss ich nur noch Nightshade finden. Okay, ich habe den Aufkleber halbwegs gut abgedreht. Das Spiel ist von 2001 anscheinend. Ja, 2001. Ja, Bis zu 4 Spieler spielbar. Da war ich 13 Jahre alt. Das waren noch Zeiten. Sicherheitsdienst zum U-Boot-Bunker. Aber ich muss sagen, das Kantenflimmern finde ich auch nicht so nervig, wie es heutzutage ist, weil du solltest eigentlich meinen, man könnte das auf den unteren Ebenen gefangen gehalten wird. heutzutage vermeiden, dass das so arg ist. Ja gut, Anti-Aliasing ist halt auch nicht gerade rechenschwach. Deswegen nimmt man es öfters mal in Kauf, damit es spielflüssiger läuft. So, jetzt müsste gleich ein Cutscene kommen, ne? Lügen Sie mich nicht an. Ich weiß, dass Sie eine Spionin sind. Und jetzt rufen Sie Ihren Landsmann zurück. Geh zur Hölle! Sie zuerst. Gute Reise. Bereiten Sie das U-Boot vor. Die Sprache ist echt sauleise. Ja. Kann man das irgendwie noch hochstellen im Spiel oder so? Ich habe vorhin geguckt, da gab es Musik und Soundlautstärke, die habe ich beide hochgestellt. Was mir eben aufgefallen ist, ich fand jetzt dem sei Synchronstimme gar nicht so schlecht gewählt, aber die klang irgendwie ein bisschen schief. Und das Gehen Sie zur Hölle, das hat nicht authentisch gewirkt. Das U-Boot startet in Right in the nuts. Minuten. Ja, und jetzt? Jetzt haben sie dich gesehen und jetzt hat's gefährlich. Oh, guck mal. Ein Hai. Was ich irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich es finden soll an dem Spiel. Ob ich es gut finde oder ob es mich nervt. Mädchen und dann nichts wie raus. Aber da ist, glaube ich, alles drin, was es jemals in einem Bond-Film gab. Alles. Ich glaube, du kannst sogar einen Panzer fahren. Und es ist zwar ein Lizenzspiel, aber es ist kein Spiel zu irgendeinem Film. Ne? Ne, das finde ich auch gut so. Gab's nicht mal ein Spiel, wo du Connery und so gespielt hast? Ja, das war aber kein Ego-Shooter. Also es gab da noch dem 007 Nightfire. Das U-Boot startet in Da haben sie dann die richtige Lizenz gekriegt, auch für die Pierce Brosnan und so. Sie müssen unbedingt Dann auf gab es dieses nochmal U-Boot eins mit dem 007. Pierce Brosnan, aber das hast du schon nicht mit dem Ego gespielt. Sonst war Third Person. Und dann gab es ein Spiel zu dem Film Liebesgrüße aus Moskau. Das war der zweite Bond-Film. Auch mit dem Sean Connery als Charaktermodell. Und das war richtig fett, ja. Das hat auch dann in der Zeit gespielt, also in der 60er. Du musst dich ein bisschen beeilen, die Zeit läuft ab, ne? Achso, da ist Zeit. Ja. Du hast insgesamt 5 Minuten Zeit, glaube ich. Ja. Dann beeile ich mich mal. Und dieses Liebesgrüße aus Moskau, war das auch PS2 oder was? Das war auch PS2. Und es hat ultra Spaß gemacht. Ich hab's leider nie selber das besessen. U-Boot startet in 3 Minuten. Geh mal hin an das U-Boot schnell, du hast noch kurz Zeit. Und dreh dich mal um, ob du da irgendwas machen kannst. Nee, ne? Nee.
Ich hätte jetzt gedacht, für das letzte Bond-Ding, weißt du? Wolltest du fahren? Nee, aber... geheimes Bond-Ding hat uns so gefehlt. Der Hai kann ich wohl nicht erschießen. Ne. Lass mal's bleiben. Erlaubt, dann beende mal die erste Mission. Na, Oder auch nicht? geschah. Wie soll ich Ihnen nur danken? Ich bin sicher, uns wird was einfallen. 2 Minuten. Alles klar, Leute, das war die erste Mission. Jetzt haben wir alle Bond-Specials. Irgendwas haben wir wohl doch geschafft, wäre nach die Bond-Boni. Vielleicht kannst du erst die Bond-Specials freischalten, wenn du alle Boni eingesammelt hast. Andersstelle. Nee, du sammelst 4 von 4 Ei und das ist dann das letzte Special. Eventuell. Ach so. Das kann sein. Oder es war doch irgendwie das, was du vorhin... Ah ja. Multiplayer-Karte, ja. Was du vorhin gesagt hast, dass es bloß irgendwie das Bond-Zeichen nicht kommt. Das kann sein. Also, schauen wir mal. Umkehren, Vibration hat goldene Belohnungen. Scheint alles voll aufgeschraubt zu sein. Ja, man kann aber 8K Untertitel einschalten. Geht auch nicht. So, dann wäre ich mal speichern und dann starten wir in Mission Nummer 2. Sie sind erfolgreich in das Forschungslabor eingedrungen, Bond. Wie Sie wissen, blieb die Rettung Nightshades allerdings nicht unbeobachtet. Blochs Männer wurden angewiesen, sie um jeden Preis gefangen zu nehmen. Ich empfehle Ihnen, das Fahren Zoe zu überlassen und Ihre Waffen und Geräte zu nutzen, um die Angreifer abzuwehren. Ihr Ziel ist die Identicon-Fabrik in der Nähe der Docks. Agentin Nightshade hat angedeutet, dass sich dort die zweite Sendung mit den letzten Fiolen befindet. Brechen Sie durch die Wachen und finden Sie die Kiste. Wenn Sie die Fiolen haben, bringen Sie sie A zur Analyse. Er wartet an den Docks auf Sie und wird Agentin Nightshade in Sicherheit bringen. So, wir sind jetzt in Mission 2, wertvolle Ladung. Was ich noch habe, ich habe noch 2 Bond-Spiele. GoldenEye habe ich noch. Mhm. Und der Morgen stirbt nie für die PlayStation 1. Okay. Ja, ich hab mal für die PlayStation 3 das neue GoldenEye Reloaded. Aber das war ultra scheiße. Ja, das war komisch. Aber ganz ehrlich, ich habe nie den Hype um GoldenEye auf dem 64 verstanden. Multiplayer. Nur Multiplayer. Multiplayer. Ja. Okay, wie es aussieht, sind wir in einer... Ach, fuck you. Gleich alles freigeschaltet, hä? Ganze drauf. Ah, das lebt noch. Das lebt noch. Wo geht's da an? Alter, wo geht's ab? Oh Gott. Das ist der Heli. Der Chopper. Ja, das ist halt jetzt reiner Railgun, ne? Ja, das Auto-Aim macht's aber auch ziemlich einfach. Also, ich gehe hier in die Nähe und dann zielt er ja schon auf die Gegner. Ja. Was aber nicht heißt, dass es nicht Spaß macht. Ach geil, ich kann das Auto zum Explodieren bringen anscheinend. Oh Gott. Oh Gott! Sag mal. Ich glaube, das sollte ich schon machen. Ich weiß halt echt nicht mehr, also ich habe das mal eher auswendig gekonnt, aber ich weiß echt nicht mehr, was du alles machen musst, um diese Belohnung zu kriegen. Was hast denn du in dem Spiel gekriegt, wenn du alle Belohnungen, alle Levels tun hast? Ein Abspann? Es gibt keinen Abspann in dem Spiel, oder was? Nee, das war ein Scherz, ich weiß nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Ich weiß, du hast noch irgendeine goldene Waffe gekriegt. Die goldenen Raketenwerfer. Haben die gerade auf Englisch gesprochen? Habe ich jetzt nicht gehört. Das lag voll leise. Ja, das Spiel ist wirklich extrem leise. Wir stellen es gleich bei uns ein bisschen lauter. Sobald ich diese Sequenz hier durch habe. So macht man das, du Arschloch. Schrotflinte will ich... Wow, 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 wow.
Alter, jetzt geht's richtig ab. Du Fuck nutzt you. deine Lizenz zum Töten voll aus. Ich nutze die Lizenz zum Töten. Was war denn das für ein gezielter Schuss auf den Helios? Jetzt, Hä? Und das mit der AK aus der Entfernung. Habe ich die Bitch erwischt? Ja. Geil. Ja super, jetzt muss ich hier die Mission spielen und du kriegst schon auch wieder ein cooles Level. Scheiße. Ich glaub's nicht. Also ich weiß, dass mir die Missionen noch voll auf die Eier gingen, wo man mit dem Auto rumfahren muss. Okay. Das kriegt man irgendwie hin. Wir haben nachgeguckt, also ich habe geguckt, andere Playlists, wo das Spiel gezeigt wurde, gingen so circa zwischen 2 und 3 Stunden. Allerdings weiß ich nicht, ob das blindes Let's Play war oder schon ein gekonntes. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Schieß Also- jetzt auf Die Tankstelle? Zapfsäule, ja. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, gleich doppelt dreifach, hä? Und jetzt der Helikopter, zack. Alter. Ja, der Sound stört mich echt ein bisschen. Du hast jetzt auch nicht richtig Knalle hören oder sowas. Ja. Das war ein bisschen schade. Es ist das Gebäude genau vor uns, Zoe. Oh, guck mal, die tolle Lichteffekte. Wie bei Crysis. Diese wunderschönen Lichteffekte. Bam. Irgendwo, ja, hier schießen sie noch auf mich. Der schießt auch auf die... Es gibt ein Problem. Und zwar, eine Sekunde. So, das Problem war, dass mein Controller noch rechts gegangen ist. Das hatte ich vorhin schon mal. Dass er leicht so noch rechts gegangen ist, weißt du? schieß mal da auf das Ding. Auf was? Genau da drauf. Auf das Gelbe. Okay, irgendwas ist neben mir passiert. Wow, 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 wow. Das ist ja wie ein Lilith Wars, wo du genau drauf aufpassen musst, was du abknallst, damit du irgendwas freischaltest. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gerade richtig nostalgisches Gefühl. Ja, definitiv. Ey, das macht voll Spaß, ne? Ich langweile mich jetzt auch nicht, wenn ich dir zugucke oder so. Das Ich hoffe mal, dass es den Zuschauer genauso geht. Also das hier ist wirklich ein Stück Kindheit von uns. Allein diese Nacht, die der Kai und ich zusammen verbracht hat, klingt jetzt schwul, aber so war's. ganz nah. Ganz nah. Mit der Playstation. 007, Sie werden den Strom abschalten müssen, um die Sicherheitstüren zu Ich verstehe den Keyboard. Sie sich Nur 007, sie müssen. Irgendwas muss ich. Ich weiß, ich baller jetzt einfach auf alles Mögliche drauf. Ha. Ich habe es mir gedacht. Ich weiß nur, dass ich seit dem Spiel zum Ultra-Bond-Fan-Woche bin. Also ich habe mir, glaube ich, in demselben Jahr, als ich das gespielt habe, kam, was war denn das? Die Another Day ins Kino. Und da bin ich dann mit meinem Cousin und mit dem Max ins Kino gegangen. Und dann habe ich mir, im selben Jahr kam dann noch das Nightfire raus. Das habe ich damals zu Weihnachten gekriegt. Ich war da voll im Bond-Fieber. Ich bin's immer noch. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung, Arm. Ich schlage vor, wir machen weiter, oder? Darf ich Ihnen unseren neuen BMW Z8 präsentieren? Mit kleinen Änderungen, versteht sich. Nach vorn ausgerichtete Raketen, einziehbare Maschinengewehre, doppelte seitlich angebrachte Geschosse, gepanzertes Titan, eine Startrakete, die hinter dem Nummernschild versteckt ist und natürlich einen gekühlten Getränkehalter. Gehen Sie mit dieser Maschine sorgsam um. Sie scheinen die für den Bau eines solchen Wagens notwendige Mühe nicht ausreichend zu würdigen. Gott sei Dank wurde nicht auf der Z8 geschossen. Gott sei Dank ist er einfach stehen geblieben, als mit dem Raketenwerfer aufgeschossen wurde. Ja, die alte ist dort. Sie ist erledigt, 007. Bond, Erledigt. es ist schon zu spät für Sie. Aber Ihr Mörder hat die Violen. Verfolgen Sie ihn. Ich weiß nicht, was das ist, warum die Stimme so scheiße klingt. Warum man die kaum versteht. Und warum das so schrecklich synchronisiert ist. Ich weiß nicht, ob das an der Playstation liegt. Vielleicht ist die falsch eingestellt.
Man muss dazu sagen, das ist PlayStation Mini in rosa. Und der Steffen behauptet, das wäre nicht seine. Ist es auch nicht. So, das war's. Ventus ganz gut abgeschlossen. Und ich würde sagen, der Kai geht direkt in gefährliche Verfolgung. Ja, was hast denn du jetzt freigeschaltet? Goldene CH, was ist denn das? 007, es ist zu spät für Agentin Nightshade, aber sie sollte nicht vergebens gestorben sein. Sie müssen die Fiolen so schnell wie möglich in ihren Besitz bringen. Wir haben deren Funkübertragung abgehört. Sie haben vor, die Fiolen zu einem gepanzerten Van zu bringen, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Sie müssen dort sein, bevor sie entkommen können. Falls Sie diesen Transfer nicht verhindern können, müssen Sie den gepanzerten Van auf jeden Fall aufhalten. Seien Sie trotzdem vorsichtig. Wir brauchen die Fiolen unbeschädigt. Ich habe einige Q-Geräte mit Fallschirmen in ihrer Gegend abgeworfen. Sie erscheinen auf ihrem Radar als Leuchtpunkte. Mit dem Q-Pulse können Sie Fahrzeuge fahruntüchtig machen, ohne deren Inhalte zu beschädigen. Sie müssen sich allerdings nah am Ziel befinden und genug Ladezeit haben, um erfolgreich zu sein. Geile Scheiße. Die goldene CH ist entweder dieser Raketenwerfer. Also ich glaube CH6 war dieser Raketenwerfer. Und ich weiß nicht, ob der für Multiplayer war oder generell für alles. Okay. Gefährliche Verfolgung. Der Kai geht jetzt ab. Ja, genau das Level ist das, was ich hasse. Und da kommt nochmal eins mit dem Auto. Die Aktenmappe von Q, die die Fiolen enthält, ist mit einer Ortungsmarke ausgestattet. Mit dem Pfeil auf Ihrem Radar können Sie sie ausfindig machen. Ich weiß nicht, wie ich irgendwas mache. Ah, okay. Wo gibt's Gas? Auf X. Ah ja, gut. Der Q-Rauch, sammelt der Q-Rauch ein. Also ich habe noch nie irgendwie ein großartiges Geschick in Rennspieler, außer Mario Kart, versteht sich. Sei mir bitte verziehen, wenn ich da Und jetzt in Mario Kart brauchst du auch kein Geschick, du musst Glück haben, dass die richtige Gadgets hast. wenn ich da jetzt keine gute Figur mache beim Fahren. Bis jetzt sieht's doch ganz gut aus, oder? Wow. Diese Leuchtpunkte auf Ihrem Radar zeigen die Zusatz. Ja, die Stimme versteht man keinen Meter. Da war noch ein Gadget. Du kannst diese Gadgets einsammeln, aber ich glaube, du musst nicht. Panzerung. Und du musst noch rechts. Soll ich da Navi spielen? Jetzt links? Brauchst eigentlich nicht. Schade. Aber du darfst es machen. Gut, jetzt rechts. Batsch, wie bei GTA. Bitte nehmen Sie die nächste Möglichkeit. Links jetzt! In 200 Metern folgen Sie der Straße. Mist jetzt. Der Baum. Und am Auto ist nichts, ne? Nee, Kannst kein Gas mehr geben, doch. Ich habe gerade Rückwärtsgang gesucht. Warum? Fahrst du doch falsch? Ah, die Granate. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ja, ich weiß noch nicht, ob man die noch braucht. Ey, jetzt hätte ich aber auch gern das Nightfire wieder spielen. Na, wer jetzt? Vielleicht kann ich das auch noch besorgen. So, jetzt geht's los. Machen platt die Sau. Oh Gott! Boah, jetzt greifen auch noch die Touristen mit ein. Wir wollen Fotos machen! Wir wollen Fotos machen! Wir machen platt! Wir machen platt ein Auto! Alter! Was kann man da machen? War die Musik? Ach, du darfst das Auto nicht zerstören, du musst den Q-Puls einsetzen. Ach, sag's doch gleich. Wie machst du denn das nochmal? Du musst ihn auswählen erst einmal. Ich nehme Arm mit dem Steuerkreuz. Und dann muss er sich aufladen. Okay, ich habe jetzt alles gedrückt. Da ist der Q-Puls. Ah, du fährst noch einmal. Ne, Q-Rauch. Du kannst ja alles gedrückt haben, du hast keine andere Waffe ausgewählt. Doch, ich habe das ganze Steuerkreuz. Ja, dann ist es eine andere Taste wahrscheinlich. Mist, hätte ich einfach können. Ich hab. So, jetzt nur noch. Also darfst du die Diamanten nicht zerstören oder was da drin ist? Ich hab nicht. Oh Gott. Habe ich ihn noch gekriegt? Nee. Warst Mist. zu weit entfernt. Bond, Sie haben unsere Oh. Einzige Spur verloren. Kommen Sie zurück zum Schade. MI6.
Die Aktenmappe von Q. Und noch einmal. Okay. So, was habe ich jetzt noch? Ja, aber geil, es muss nicht laden, ne? Es fängt direkt an. Ja. Was habe ich jetzt nochmal gekriegt, um den Cube-Hals zu holen? Wie was du gekriegt hast. Aber Gedrückt hast. Ich weiß nicht. Hier mal eine von der Schultertaste oder so. Evo ist gewechselt auf die Rakete. Alter! Ja, du wechselst. Was auch immer du gedrückt hast. Radar zeigt die Zusatzfunktionen an, die ich für Ihren Wagen entwickelt habe. Setzen Sie sie trotzdem sparsam ein. Alter! Alter! Guck mal, dass du irgendwo Panzerung findest. Q-Booster, oder damit fahrst du schon schneller wahrscheinlich. Aber du hast ja jetzt schon voll die Energie verloren. Mhm. Granate. Ist die Musik gerade so dramatisch? Gell? Klar passiert das. So, wähl sofort den Ding aus. Sie den Mörder. Alter! Was hast denn du gemacht? Ich habe den Q-Booster eingesetzt. Wo ist er denn jetzt? Da, der grüne Punkt auf der Karte. 007, Sie dürfen den Van nicht verlieren. Ich glaube, jetzt hast du verloren. Das war's. Oh Mann. Bond, Sie haben unsere Einstellung Scheiße. verloren. Kommen Sie Okay, zurück zum alle MI6. gute Dinge sind 3. Die Aktenmappe von Q, die die Fiolen enthält, ist mit einer Ordnungsmappe Also der Q-Booster nur, wenn er weit weg ist. Radar können Sie sie aktivieren. Das war ja schlimmer wie bei Fast and Furious. Es war Fast and Furious. Fast and Furious Bond trifft oder sowas. Der eigentlich drin. Oh. Jetzt hast du deinen Q-Puls eingesetzt. Ah, mir fehlen von Weg bestimmt noch Auf immer. Ihrem Radar zeigen die Zusatzfunktionen an, die ich für Ihren Wagen entwickelt habe. Setzen Sie sie da war er. trotzdem sparsam ein. Weil jetzt kann ich dann noch die geeist. Oder fast. Ah. Habe ich kein Rückwärtspaket oder was? Ich will nur den Q-Puls habe. Na also, geht doch. Aber warum heißt da jetzt alles Q? Die verwenden in dem Spiel der A. Ne, der Q war ja auch dabei, die sind doch beide dabei. Echt? Ja, Synchronisiert der Q und der A. weiß nicht. So wie der Liam Neeson in Herr der Ringe Krieg, der Krieg im Norden, alles synchronisiert. Alter Kai. Wenn du im echten Leben so fahren hättest. Ich schon mit mir nicht Auto gefahren. Doch, wie du mich besoffen heimgefahren hast. Bond, vergessen War ein Sie Schatz. die Fiolen So. werden an den gepanzerten Van übergeben. Wir müssen sie Denk gerade, Puls erst einsetzen, wenn du ganz nah... Jetzt! Nein! Falsch. Na also, das ging flott, das ging zackig. So wird's gemacht, wir machen uns nackig. Ja, Gekonnt. Du, das sind glaube ich keine Diamante. Ich glaube, das war irgendwie chemische Diamante. Waffe oder sowas. Irgendwie war ich 0 Specials. 0 Specials 7 feindlich. von 15. Nur 15. So, Silbermedaille reicht uns vollkommen aus. Wir gehen zurück, wir speichern, also ich würde sagen, das war's für den ersten Part. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in Part 2 wieder. Bis Tschö. dann, Leute.